Denen Menschen kann man neidig werden, dern's zum Volk der Bayern kehren. Denn der Bayer hat viel gute Seiten, zum Beispiel tut er nicht gern streiten. Gradlinig redet er alles an, dass sich der andere auskennen kann. Wenn ihm irgendetwas wurmt, bevor er richtige Hetz herstürmt, da sagt er, halt dein Mai, du Zipfel, das ist ja wohl der Gipfel. Keiner tut das, ja muss das sein, bloß wieder du, das geht mir nicht ein. Nicht der Sepp, auch nicht der Rupp, bloß du isst die Weißwürst mit einem Ketchup. Ja, alles wird sofort angeschmatzt, auch wenn's einmal einen aussepatzt. Geh weiter, sag bist du eine Sau, so kriegst du gewiss nie eine Frau. Nehmt das beleidigt bei einem ehrlichen Wort, wenn doch kommt er gewiss von einem anderen Ort. Ein Zugreister eben oder so ein Scheiß, ein Stodrer oder halt ein Preis. Da kann dir sowas schon passieren, aber der tut gleich das Robustik spüren, weil uns Bayern ist das gleich, ganz wurscht ob Doktor, Pfarrer oder Scheich, der Bayer dreht sich und sinniert, bevor er da zum Diskutieren wird. Da hast du halbe und jetzt gib Ruhe, Prost und mach deine Pappen zu. Ein bisserl Maifei mag schon sein, grad so wie die Beziehung zwischen Mann und Weih. Doch wie tut es der Bayer mit den Weiber so tun? Das sechst im Gedicht von den Bayern Teil 2.